Freunde, es ist offiziell. Das Bürgergeld ist Geschichte. Am 5. März 2026 hat der Bundestag mit 320 zu 268 Stimmen beschlossen, das Bürgergeld abzuschaffen und durch eine neue Grundsicherung zu ersetzen. Ab dem 1. Juli 2026 gelten für mehr als 5 Millionen Menschen in Deutschland völlig neue Regeln, schärfere Sanktionen, strengere Vermögensprüfungen und eine klare Botschaft von Merz und Söder. Wer arbeiten könnte und es nicht tut, soll künftig spüren, was das bedeutet. Klingt gut, aber Freunde, wie so oft steckt der Teufelei am Detail. Und heute schaue ich mir genau an, was diese Reform wirklich bedeutet. Nicht für die Politiker, die damit Wahlkampf machen, sondern für euch. Für den Rentner, der neben einem Bürgergeldempfänger wohnt, für den Handwerker, der jeden Morgen früh aufsteht und sich fragt, warum er das tut, und für die Menschen, die wirklich auf Unterstützung angewiesen sind und jetzt nicht wissen, was auf sie zukommt, bleibt dran, das wird wichtig. Was genau beschlossen wurde, die harten Fakten. Zunächst das Wesentliche. Das Bürgergeld, das erst 2023 eingeführt wurde, wird in eine neue Grundsicherung umgewandelt. Der Name ändert sich. Die Systematik bleibt ja im 2. Sozialgesetzbuch verankert. Aber die Regeln ändern sich erheblich. Erstens. Sanktionen werden deutlich verschärft. Wer dreimal nacheinander nicht zum Jobcenter-Termin erscheint, kann seinen Anspruch vollständig verlieren. Bisher waren Sanktionen nach oben begrenzt. Jetzt nicht mehr. Wer einen konkret angebotenen und zumutbaren Arbeitsplatz ohne Grund ablehnt, kann sofort den gesamten Regelbedarf verlieren, schon beim ersten Mal. Das ist eine fundamentale Änderung gegenüber dem bisherigen System. Zweitens. Die Vermögenskarenzzeit entfällt. Bisher durften Antragsteller IA am ersten Jahr bis zu 40.000 Euro Erspartes behalten, bevor sie Anspruch auf Bürgergeld hatten. Diese Schonfrist gibt es nicht mehr. Wer Grundsicherung beantragt, muss sein Vermögen sofort und vollständig offenlegen und weitgehend aufbrauchen, bevor der Staat einspringt. Das trifft besonders Menschen, die jahrelang gearbeitet haben und in eine unverschuldete Notlage geraten sind. Drittens. Vermittlungsvorrang kommt zurück. Das bedeutet erst Job, dann Weiterbildung. Wer Grundsicherung bezieht, soll so schnell wie möglich in Arbeit vermittelt werden, auch wenn ein kurzfristiger Job langfristig vielleicht nicht die beste Lösung wäre. Längere Qualifizierungsmaßnahmen werden erschwert. Viertens. Die monatlichen Regelsätze bleiben unverändert. Alleinstehende bekommen weiterhin 563 Euro im Monat. Daran ändert die Reform nichts. Der Staat übernimmt auch weiterhin angemessene Miet- und Heizkosten. Das ist wichtig zu wissen, die Reform ist keine Kürzung des Regelsatzes, sondern eine Verschärfung der Bedingungen. Was Söder dazu sagt und was die Zahlen wirklich zeigen. Markus Söder hat beim politischen Aschermittwoch der CSU in Passau gesagt, wörtlich: Wer arbeiten könnte, aber keinen Bock hat und erwartet, dass die arbeiten, sein Leben bezahlen, das geht nicht mehr in Deutschland. Das ändern wir. Starke Worte, die kommen gut an, die bringen Applaus. Aber lasst uns nüchtern bleiben und die Zahlen ansehen, die die Politik euch nicht zeigt. Von den 5 Millionen Bürgergeldempfängern sind über 1 Million Menschen sogenannte Aufstocker. Sie arbeiten, verdienen aber so wenig, dass ihr Lohn nicht zum Leben reicht. Weitere Hunderttausende sind krank, pflegebedürftig oder haben Behinderungen. Ein erheblicher Teil betreut kleine Kinder. Und ja, es gibt Menschen, die das System ausnutzen. Die gibt es. Aber sie sind eine Minderheit. Die Reform trifft alle 5 Millionen die Betrüger und die Ehrlichen gleichermaßen. Und hier liegt die politische Unehrlichkeit, die man beim Namen nennen muss. Söder spricht von denjenigen, die keinen Bock auf Arbeit haben. Aber er spricht nicht von dem Bauarbeiter, der mit 55 Jahren einen Bandscheibenvorfall hat und nicht mehr auf dem Bau stehen kann. Er spricht nicht von der alleinerziehenden Mutter, die keine Kinderbetreuung findet und deshalb keinen Vollzeitjob annehmen kann. Er spricht nicht von dem Lagerarbeiter, der Vollzeit arbeitet und trotzdem sein Gehalt aufstocken muss, weil die Miete in seiner Stadt nicht mehr bezahlbar ist. Diese Menschen sind die Mehrheit der Bürgergeldempfänger. Nicht der faule Sofaschmarotzer aus der politischen Debatte. Die Reformer, die Söder feiert, trifft sie alle mit neuen Pflichten und neuen Risiken. Die eigentliche Frage, wer profitiert wirklich? Um zu verstehen, warum diese Reform so emotional diskutiert wird, muss man die Geschichte kennen.
Vor dem Bürgergeld gab es Hartz IV, jenes Reformpaket, das bis heute mit Stigma, Armut und Demütigung verbunden ist. Hartz IV war hart. Es hatte strenge Sanktionen und niedrige Schonvermögen. Und es hat eine Generation von Menschen geprägt, die Armut nicht als vorübergehende Notlage erlebt haben, sondern als dauerhafte gesellschaftliche Ausgrenzung. Das Bürgergeld sollte das besser machen. Es wurde 2023 eingeführt mit dem Versprechen, mehr Respekt, mehr Unterstützung, mehr Zeit für echte Integration, höheres Schonvermögen, weniger Sanktionen, mehr Weiterbildung. Und tatsächlich, die Idee war nicht schlecht. Menschen, die jahrelang gearbeitet und gespart haben und in eine Krise geraten, sollten nicht sofort ihr gesamtes Erspartes aufbrauchen müssen. Das war menschlich. Das war sinnvoll. Aber dann kamen die Probleme. Energie- und Inflationskrise trieben die Lebenshaltungskosten nach oben. Die Lücke zwischen dem, was Bürgergeldempfänger bekamen, und dem, was viele Niedriglöhner verdienten, schrumpfte. Und in einigen Fällen war es tatsächlich finanziell attraktiver, zu Hause zu bleiben, als zu arbeiten. Das ist ein strukturelles Problem, kein moralisches, aber es wurde zum politischen Problem. Nach der Bundestagswahl im Februar 2025 war klar, das Bürgergeld hat keine Zukunft. Was hätte man stattdessen tun können? Und hier liegt der eigentliche Kritikpunkt, den die politische Debatte kaum stellt. Die Reform verändert das Bürgergeld, aber sie verändert nicht die Strukturen, die das Bürgergeld notwendig machen. 5 Millionen Menschen in Deutschland sind auf staatliche Grundsicherung angewiesen. Das ist eine Zahl, die in einer der reichsten Volkswirtschaften der Welt nicht akzeptabel sein sollte. Warum sind so viele Menschen trotz Arbeit auf Aufstockung angewiesen? Weil Mindestlöhne in bestimmten Branchen nicht reichen, weil Mietpreise in deutschen Städten explodiert sind, weil Pflege, Einzelhandel und viele andere Branchen Löhne zahlen, die trotz Vollzeitarbeit keine selbstständige Lebensführung ermöglichen. Eine Reform, die nur an den Bedingungen für den Leistungsbezug ansetzt, aber nicht an den Ursachen für den Bedarf, ist eine halbe Reform. Sie signalisiert Härte. Sie macht politisch gute Schlagzeilen. Aber sie löst das eigentliche Problem nicht. Das eigentliche Problem wäre, wie sorgen wir dafür, dass Arbeit in Deutschland wieder so viel einbringt, dass man ohne staatliche Hilfe leben kann. Was die Opposition sagt und wer Recht hat. Die Linke spricht von einem Strafsystem für Arme. Die Grünen kritisieren verfassungsrechtliche Risiken und damit haben sie einen Punkt. Das Bundesverfassungsgericht hat in der Vergangenheit klare Grenzen gesetzt, was Sanktionen am Sozialrecht betrifft. Vollständige Leistungsstreichungen wurden vom Gericht in bestimmten Konstellationen als verfassungswidrig eingestuft. Mehrere Sozialverbände kündigen bereits an, Klagen zu prüfen. Das bedeutet, diese Reform könnte in Teilen vor Gericht scheitern. Dann hätte der Bundestag ein Gesetz beschlossen, das die Justiz wieder kassiert und nichts wäre gewonnen. Innerhalb der SPD gibt es ebenfalls Widerstand. Die linke Flügelspitze bezeichnet Vollsanktionen als populistisch und potenziell verfassungswidrig. Man hat gemeinsam abgestimmt, aber die Überzeugung fehlt. Das zeigt, diese Koalition ist sich bei diesem Thema nicht wirklich einig. Was jetzt wirklich auf dem Spiel steht? Freunde, ab dem 1. Juli 2026 werden Millionen von Menschen mit einem neuen System konfrontiert. Einem System, das strengere Anforderungen stellt, schärfere Konsequenzen hat und weniger Spielraum lässt. Für diejenigen, die das System tatsächlich missbraucht haben, ist das eine gerechte Konsequenz. Für diejenigen, die unverschuldet in die Grundsicherung geraten sind, durch Krankheit, durch Jobverlust, durch die Insolvenz ihres Arbeitgebers, ist es eine zusätzliche Belastung. Die Jobcenter in Deutschland sind bereits jetzt überlastet. Personalmangel, veraltete Software, bürokratische Strukturen, das sind die echten Hindernisse für eine erfolgreiche Arbeitsvermittlung. Wenn man nun zusätzliche Pflichten und Sanktionen einführt, ohne gleichzeitig die Kapazitäten der Jobcenter zu erhöhen, dann wird das System nicht besser, es wird nur strenger. Und streng ohne Wirkung ist keine Reform, es ist nur Symbolpolitik. Das ist der Maßstab, an dem diese Reform gemessen werden muss. Nicht in 3 Monaten, sondern in einem Jahr, in 2 Jahren. Sinkt die Zahl der Grundsicherungsempfänger tatsächlich? Finden mehr Menschen nachhaltige Beschäftigung oder landen sie in kurzfristigen Minijobs, die sie nach wenigen Monaten wieder zurück in die Grundsicherung führen? Das sind die Fragen, die wirklich zählen. Das Prinzip, das hinter der Reform steckt: wer kann, soll arbeiten. Wer nicht will, trägt Konsequenzen, ist gerecht.
und es verdient Unterstützung. Aber ob die Umsetzung wirklich funktioniert, wird sich erst zeigen am 1. Juli und in den Monaten danach. 5 Fragen, die jetzt beantwortet werden müssen. Bevor wir zum Schluss kommen, gibt es 5 konkrete Fragen, die die Politik beantworten muss. Nicht wie am Wahlkampf, sondern mit Zahlen, mit Konzepten, mit echten Antworten. Erstens, wie viele Stellen werden in den Jobcentern in Deutschland neu geschaffen, um die verschärften Regeln auch tatsächlich umzusetzen? Ohne mehr Personal ist die Reform Papier. Ohne mehr Kapazität können keine zumutbaren Jobs angeboten werden. Zweitens, was passiert mit den aufstockenden mehr als 1 Million Menschen, die trotz Arbeit auf staatliche Hilfe angewiesen sind? Für sie ändert sich durch die Reform wenig. Sie arbeiten bereits. Das Problem ist nicht ihre Arbeitsmotivation. Das Problem ist ihr Lohn. Wann wird dieses Problem angegangen? Drittens. Wie soll verhindert werden, dass Menschen durch verschärfte Sanktionen in echte Armut fallen, also unter das vom Bundesverfassungsgericht garantierte Existenzminimum? Sozialverbände und Verfassungsrechtler haben bereits Bedenken geäußert. Die Bundesregierung schuldet eine klare Antwort. Viertens. Was sind die konkreten Ziele dieser Reform, gemessen in Zahlen? Wie viele Menschen sollen bis Ende 2027 aus der Grundsicherung in Arbeit vermittelt werden? Ohne Zielzahl keine Rechenschaft. Und fünftens. Was passiert, wenn Gerichte Teile der Reform kippen, wenn die Jobcenter nicht nachkommen, wenn die Zahlen nach einem Jahr nicht besser sind? Gibt es einen Plan B? Oder wird dann einfach das nächste Reformgesetz beschlossen mit dem nächsten neuen Namen? Das sind die Fragen, die wir hier stellen. Weil ihr als Bürger das Recht auf ehrliche Antworten habt, was die Reform für die arbeitende Mitte wirklich bedeutet, und jetzt sprechen wir über euch. Die Menschen, die nicht Bürgergeld beziehen, sondern jeden Monat Steuern zahlen und sich seit Jahren über das System ärgern. Euer Ärger ist berechtigt. Es ist ungerecht, wenn jemand, der arbeitet, am Ende des Monats weniger hat als jemand, der nicht arbeitet. Das ist ein echtes Problem. Und es ist richtig, dieses Problem zu benennen und anzugehen. Aber passt auf, was jetzt passiert. Diese Reform wird euch als großer Sieg präsentiert. Als Abrechnung mit dem System, als Befreiung der arbeitenden Mitte. Und dann, in 6 Monaten, in einem Jahr werden die Zahlen zeigen, ob sie wirklich etwas verändert hat. Ob mehr Menschen Arbeit gefunden haben, ob die Kosten gesunken sind, ob das System gerechter geworden ist. Oder ob es nur einen neuen Namen bekommen hat und ein paar härtere Regeln, während die eigentlichen Strukturprobleme Niedriglöhne, Wohnungsmangel, überlastete Jobcenter ungelöst bleiben. Das ist der Moment, in dem ihr als Bürger aufpassen müsst. Nicht jetzt, beim Beschluss am Bundestag, sondern in einem Jahr, wenn die Bilanz gezogen wird. Dann werdet ihr sehen, ob Söders Versprechen gehalten wurde, ob Merz wirklich eine Reform geliefert hat, die den Namen verdient. Oder ob es das war, was wir in der deutschen Politik leider zu oft erleben, ein großer Knall zur richtigen Zeit vor den nächsten Wahlen und danach Stille. Wir beobachten das hier für euch. Ohne politisches Framing, mit den Fakten, die ihr braucht. Bleibt wachsam, bleibt informiert. Teilt diese Analyse mit allen, die wissen wollen, was hinter dieser Reform wirklich steckt. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal.